Werden Staus immer schlimmer? Luxemburg gewinnt Fachkräfte, verliert sie aber oft schnell wieder. Krankenhäuser rüsten sich für weitere Hitzewellen. Moin, hallo und herzlich willkommen zum Pendlerclub, dem Podcast für alle Luxemburg-Pendler. Mein Name ist Jill Reale und heute ist Dienstag, der 7. Juli 2026. Eine aktuelle Analyse des Forschungsinstituts LISA zeichnet ein eher düsteres Bild für die Zukunft des Verkehrs in Luxemburg. Die ForscherInnen gehen davon aus, dass die Mobilitätsnachfrage in der Großregion bis zum Jahr 2040 um rund 18% steigen wird. Grund dafür ist eigentlich eine gute Nachricht, denn Luxemburg wächst weiter. Es entstehen neue Arbeitsplätze, die Wirtschaft entwickelt sich positiv und Unternehmen suchen zusätzliche MitarbeiterInnen. Das Problem dabei ist jedoch, ein großer Teil dieser Beschäftigten wird auch künftig nicht in Luxemburg wohnen, sondern in den Grenzregionen von Deutschland, Frankreich und Belgien. Dadurch wächst der Druck auf die Verkehrsachsen weiter. Besonders betroffen sind die Strecken, die schon heute regelmäßig an ihre Grenzen stoßen. Die Studie kommt zu dem Schluss, dass auf einigen wichtigen Pendlerstrecken die Verkehrsmengen während der Stoßzeiten die vorhandenen Kapazitäten um 20-30% übersteigen könnten. Besonders bemerkenswert dabei ist, die ForscherInnen erwarten diese Entwicklung trotz geplanter Investitionen in Straßen, Bahnverbindungen und den öffentlichen Verkehr. Mit anderen Worten, selbst neue Infrastrukturprojekte werden den zusätzlichen Verkehr voraussichtlich nicht vollständig auffangen können. Dass Staus längst nicht mehr nur ein Ärgernis für Pendlerinnen und Pendler sind, zeigt auch der wirtschaftliche Aspekt der Studie. Denn Unternehmen verlieren jedes Jahr viel Zeit und damit Geld. Besonders betroffen sind da eben Handwerksbetriebe, Lieferdienste und andere Unternehmen, deren Mitarbeiter täglich unterwegs sein müssen. Den ganzen Artikel zum Nachlesen gibt es nochmal in den Shownotes. Und damit direkt zu einem Thema, das eng mit der Verkehrsfrage Luxemburgs zusammenhängt. Denn das Land hat zunehmend Schwierigkeiten, Fachkräfte dauerhaft im Land zu halten. Das zeigt ein aktueller Bericht, der im Auftrag des Wirtschaftsministeriums erstellt wurde. Bereits jeder dritte Neuankömmling verlässt Luxemburg innerhalb des ersten Jahres wieder. Nach 5 Jahren ist etwa die Hälfte der ausländischen Fachkräfte schon nicht mehr im Land. Dabei liegt das Problem laut Personalexperten nicht in erster Linie bei den Gehältern oder den Karrierechancen. Der entscheidende Faktor ist immer häufiger das Wohnen. Die Mieten in Luxemburg gehören zu den höchsten in der Region. Für viele Arbeitnehmer wird es zunehmend schwierig, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Besonders betroffen sind Fachkräfte mit mittleren Einkommen, die zwar gut verdienen, aber dennoch an die Grenzen ihrer finanziellen Möglichkeiten in Luxemburg stoßen. Meine Kollegin Melanie Ptock hat mit Personalverantwortlichen gesprochen und die berichten, dass Wohnkosten bereits in den ersten Bewerbungsgesprächen ein zentrales Thema sind. Die Folge: Immer mehr Menschen entscheiden sich dafür, in Trier, Thionville, Arlon oder anderen Orten in der Grenzregion zu wohnen und nach Luxemburg zu pendeln. Das wiederum verschärft eben Verkehrsprobleme, über die wir eben gesprochen haben. Also solange bezahlbarer Wohnraum knapp bleibt, dürfte die Zahl der Grenzgängerinnen und Grenzgänger weiter steigen. Und damit auch die Belastung auf den Straßen und Schienen der Großregion. Nach der Hitzewelle der vergangenen Woche bereiten sich Luxemburgs Krankenhäuser auf weitere hohe Temperaturen vor. Nach Angaben der Krankenhausföderation verlief die erste große Hitzewelle des Sommers zwar ohne größere Probleme, dennoch wurden die Hitzeschutzpläne aktiviert und die Einrichtungen halten zusätzliche Kapazitäten bereit. Zu den Maßnahmen gehören mobile Klimaanlagen, angepasste Raumkonzepte sowie Vorbereitung für einen möglichen Anstieg der Patientenzahlen. Besonders ältere Menschen sowie Personen mit Vorerkrankungen gelten bei hohen Temperaturen als gefährdet. Die Verantwortlichen betonen im Interview, dass Luxemburgs Krankenhäuser aktuell gut aufgestellt sind. Gleichzeitig sehen sie die zunehmenden Hitzewellen als Entwicklung, die langfristig auch bei der Planung und Gestaltung von Krankenhäusern berücksichtigt werden muss. Das war's mit dem News-Update für diese Woche. Bleibt in der Wort-App und auf wort.lu immer auf dem Laufenden. Ich verabschiede mich für diese Woche und sage Eddie à merci.